Herzlich willkommen für die Juli-Edition von ADR Tele. Und heute präsentieren wir die Haupttiteln von dieser Sendung. Strassenengelen versuchen ein paar hundert Familien, die an einer finanzieller Notlage sind. Der SPL legt eine wertvolle Sozialarbeit um Terrain, man kriegt bis keine Cent staatliche Unterstützung. Der ADR setzt sich dafür an, dass die Strassenengelen weiter bestehen können. Der ADR-Deputéiert hunn alt nees als Freiheeten op der Chambertribün verdedigt, a ginn awer dowenst vun der Gambia-Majoritéit ugegraff. Giet gewuer fir wat eng real Biergerbedeelegung nëmme mat der Reformpartei méigeg ass, a fir wat Konst der Kultur freibleiwe mussssen an net politiséiert derfe ginn. Joer huet sech d'ADR dem trauresche Problem vun de Rehkitzen ugeholl, die beim Meine vum hege Gras regelmäßig ënner d Messer kommen, an d Regierung am Kader vum Deereschutzgesetz opgefuerdert wie endlich aktiv ze ginn, mat bleif awer noch viel ze machen. Dann hullen wir euch mat op d'ADR Summerfest, mat dëskeier enger Rekordpartizipation, Thema as auch die verschärfte Logementskrise, wo ein Expert Sache Wohnungsbau am Interview ke Blatt für den Mund hält, a weiter interessante Themen. Zter 5 Joer ass d Privatassoziatioun Strassenengelen am Ersatz a versuerch de paar hundert Familien, grad wie Einzelpersonen, die an enger finanzieller Notlage sinn. Mir vun ADR Tele waren mat op den Terrain a konnten eus vun der iwwerzegen, wat fir eng wertvoll Erbecht Strassenengele leechten an trotzdem nach kein Cent staatlech Unterstützung kruten. Eng vun dee viele Plazen, die d'Strassenengele regelmäßig ufuhren as Krypta zu Bounewech. Ha ginn alkeier eng Jad Lebensmittel verdeelt, die in den Dach 4 Drun aufgelaf sinn, an awer nach genießbar sinn. Wie sie dir zu den Strassenengelen kommen? Ja, ich habe seit du gesehen leveren und ich du die Jean-Marie kennengelernt an der Lück und ich bin bisschen geschwärzt, weil mich am Anfang interessiert, weil ich auch schon bénévole sind. Depuis combien de temps vous profitez ici du service des Strassenengelen? Ça fait 4 mois, à peu près 4 mois. Et nous sommes très reconnaissants de l'aide qu'elle nous apporte. Je pense que c'est très important. J'en ai ici 10 petits enfants et je aide. Tout ce qu'elle me donne, je partage avec ma famille, mes filles. Wenn du bist du drauf bist, dann sagst du, wie trist ist am Land. Dass Leute an der Scheiße sitzen, die zu 2 arbeiten gehen, sind aber nicht genug für zu überleben. Und dafür sind die Engelen da. Weil Anti-Gaspi, das sind die Engelen, weil wir machen das. Bei mir, ich für eine Nesso-Tour, nennen wir das all Tag für 7 Tankstellen auf. Ob das Samstag, Sonntag, Feiertag, die haben dann 20 Kösten und ich da, und das verdiene ich dann mit Leuten. Ich arbeite seit 3 Monaten und gefällt mir wirklich richtig gut. Auch für zu sehen, wie die Leute helfen können, die Leute sind auch dankbar. Ich hatte schon immer ein bisschen den Faible für meine Brüder und Schwestern auf der Straße. Und schon ganz oft beim Abrigado gehangen, für dort mit den Leuten zu arbeiten, für ihnen so mal ein bisschen Würde entgegenzubringen, ne? In Ohr zu und für ihnen Not zu lauschen. Und da habe ich den Luc Lauer kennengelernt, hin an seinen Strassenengelen. Also es mischt schon ein bisschen Rose, wenn ich weiß, ich kriege wirklich gar keine Hilfe vom Staat. Und ich meine, mein Patron, der Luc, den hat aber wirklich viel Suchen dran gesteckt, viel Arbeit, viel Herz, viel Schweiß. Dass Leute auf der Straße auch gesiegt gehen, selbst das zu kriegen. Und das wäre wirklich schlimm, ne? Wenn nur Strassenengelen verschwanden, weil kein finanzielle Meier mehr da sind. Also das wäre dramatisch, ja. Also dass ich keine anderen, die du Kind soll man die Lück enorm zu machen. Es gibt sicher auch andere Assoziationen. Wir haben so viel Herz dran, ja, so viel Engagement. Ich will nicht viel Zölle nennen. Ich meine, allein, was den Herr Lauer an das Projekt herangestachelt hat. Hier könnt locker mit einer Rolex durch die Gegend laufen, mit einem Ferrari durch die Gegend fahren. Darauf verzichte ich her. Ich kann ja nicht viel. Und ich gehe von den Patronen, kenne ich da nicht viel, die bereit sind, auf die Ferrari zu verzichten, für die Brüder und Schwestern auf der Straße zu helfen.
An im Studio begrüßen ich den Luc Lauer, den als Präsident, Sponsor und Gründer von den Straßen England. Luc, kannst du uns noch mal kurz erzählen, wie ihr die dazu kommst, für diesen wichtigen sozialen Dienst an das Leben zu rufen? Ja, das war, wie gesagt, das sind 20 Jahre auf der Straße. Der März sind 20 Jahre gehen am Benevolat auf der Straße. Und es sind immens viele Leute auf mich durchgekommen und die wollten mir helfen, zur Hand gehen. Und da haben wir für 5 Jahre haben wir die Straßenengel gegründet. Und da haben wir dann noch die Straße halt nachgemacht, wie wir sie gemacht haben. Wir haben uns aber gesagt, wir gehen aber wir weit zurück. Und wir gucken den Familien zu helfen, ihr seid nicht brechen und ihr seid auf die Straße fallen. Und da haben wir gesagt, das wäre mir wichtig, wenn er zu spät ist, weil die Leiträger drin sind ja immer die Kanner. Das sind die ersten, die Leiträger sind. Und dann haben wir natürlich ein Teil von der Familie sozusagen, der Mann oder die Frau, wenn dann da nach der Arbeit verloren geht, und der im Kopf verloren geht, da geht der Tri drauf. Dann sind wir auf der Straße gekommen. Ja. Die sind immens sehr gewusst am Anfang an Zeit von ein paar Jahren. Das heißt, die geht wirklich gebraucht Terrain. Und da möchte ich ja auch sorgen, auf der anderen Seite, dass irgendwie nicht nur kommt, weil die so viel sollicitiert geht am Anfang. Ja, absolut, das stimmt. Wir haben mit dem Lions Club und mit der Banque Alimentaire ein Programm an das Leben gerufen, das Foodbox-Programm. Das heißt, für die Familien individuell, ob sie ausgerichtete Foodboxen kriegen, das heißt die Alimentation General. Und die kriegen sie alle Woche von uns dann ausgedeelt. Und, wie gesagt, wir haben für gut 3 Jahre haben wir das Projekt angefangen und da haben wir mit 15 Familien angefangen, weil wir teilweise auch nach der Straße gemacht haben, mit 150 Obdachlosen all da. Und du natürlich, natürlich immer an die Luft gegangen. Ne? Wir konnten auch demanden von Office Sozialen Assistent Soziale, konnten wir auch demanden, ob man hier Leute können versuchen, weil sie nicht kriegen, sie hin sind dann gewonnen, whatever, für was auch immer, keine Ahnung. Und ja, lo sind wir dann schlussendlich noch 5 Jahre sind wir da im Schiffer bei 320. Das ist immens viel, wenn ihr bedenkt, 320 Familien, respektive Einzelpersonen, sogar die auf der Straße leben. Ja, ich meine, alles aus privaten Mitteln, das ist enorm, was ihr da abbringen müsst. Die wurde selber gesagt, die geht von den Office Sozialen kontaktiert, von den Gemengen, dass der Denkster da könnt anbieten. Und aber kriegt er 0 € staatliche Unterstützung, das ist aber irgendwie schwer nutzvollziehen. Ja, wir wissen noch nicht, für wer auch immer. Wir haben aber schon Demonte gemacht bei verschiedenen Ministerien. Auch dem Familienminister. Auch im Familienminister. Du war auch der Familienminister, den hat die auch, das erste Jahr hat den ist auch wirklich unterstützt. Also, das war 2016, wir haben nur gefangen, das ist schon gesponsert. Und da hatten wir dann auch ein Scheck von 2000 € von der Madame Familienminister, von der Madame Kahn. Den ist wirklich, wow, das war ja schon nicht so schlecht. Und da hatten wir auch Dövre National, die hatten wir noch, die hat ist noch gesponsert, mit 6000 €. Und da kommt nichts mehr. Also wir sind wirklich auf Dauer angewiesen, wir finanzieren uns auch durch Steuern, Stiftsteuern oder da, wo wir eben Vereine ausschreiben, wo wir eben andere Leute ausschreiben, verschiedene. Ja. Das wäre am Anfang dramatisch für viele Leute, wenn die Lobbyisten von einem der auf den anderen abhalten. Es sieht wirklich nicht gut aus, ne? Wenn man keine Unterstützung könnt. Ja, wir hatten einen großen Pan gehabt, ich meine, Herr Hardy, das hat er ja auch noch mitgekriegt gehabt, dass man einen großen Pan hatte mit den Autos. Das größte Problem, das ist immer der Fuhrpark. Und da hatte man, wie gesagt, einen großen Pan gehabt. Und da waren eine ganze Gruppe Familien, die geschämt haben. Ne? Weil wir ja auch den Nachhaltigkeitsprogramm angefangen haben, den Anti-Gaspi, auf dem Lebensmittel eine zweite Chance. Das heißt, wir gehen Pyrenäen, die oben um 12 Uhr auflaufen, die gehen wir morgens um 8 Uhr sichern und diese Mitte spätestens um 2-3 Uhr bei den Familien am Frigo. Das ist ein größter Teil von Familien, wo wir auch zu Bohnenweg dann an der Krypta sehen. Ich meine, du warst ja dabei gewesen, hier ein bisschen hinzugucken. Und wie gesagt, du siehst dann auch, wie die Leute da reagieren, wenn ihr nicht kennt. Ne? Und wir fuhren von Mendes besonders auf von Mendes besonders. Ob wir nach Ostern, Feiertag oder Congé, natürlich, wenn wir Congé haben wollen, als das nicht verkehrt, da können wir viel schaffen, weil wir haben terribel viel erwischt.
Dass die nicht unterstützt geht vom Staat, das finde doch da der eine große Ungerechtigkeit. Dafür intervenieren wir beim Familienministerium, dass der endlich wirklich unerkannt geht. Was hoffst du eigentlich wirklich persönlich, was die Zukunft von den Straßenengeln angeht? Jo, würde ich mal erwarten. Natürlich, ja. Also, wie gesagt, das auch schon mal gesagt gehen, wir wollen oder ich will gerne irgendwann Menschen mal was gönnen raus. Weil wir haben schon auf vielen Tieren geklappt, wo wir aufgewiesen sind, wenn wir gesagt haben, da sind einer verstaatliche Institutionen, die das machen, wir brauchen das nicht zu machen, da freue ich mich. Das stimmt aber gar nicht eigentlich, ne? Nö, während der Covid-Zeit waren verstaatliche Institutionen, die haben ihr Service zugemacht, die haben Leute auf der Straße am Plan gelassen, die haben noch die Familien am Plan gelassen. Wir sind mal rausgefahren, wir hatten nochmal das Protokoll von 800 €, den ich privat bezahlt habe. Und du natürlich haben wir Autorisationen gekriegt für die ganze Covid-Zeit, wo die anderen nicht um Terrain waren. Das fand ich auch ein bisschen komisch. Dann hätte der GSB müssen die Zeit beschützen, und da könnten sie es nicht rauslassen. Was mir so erwarten, dass wir eventuell Unterstützung kriegen in der Form, dass wir zusammen schaffen, wo wir wirklich kein Problem haben, weil da geht immer mehr. Ich meine, wir schaffen schon zusammen mit UNIS, den Office National Inclusion Sociale, wo wir den Leuten eine Chance geben, um zweiten Arbeitsmarkt, weil bei uns auch das Projekt als resozialisieren, reintegrieren. Weil ich schon an den letzten 15 Jahren der 13 von der Straße privat 1-zu-1 Betreuung resozialisiert, reintegriert kriegt. Und die haben hier das Leben zurück. Und wie gesagt, voilà. Also, gesagt den und den wirklich, dass die wirklich die wichtigen Dinge legt und dass das einfach muss weitergehen, so dass wir wirklich alle hoffen, dass die Unerkennung kriegt in Form von staatlicher Unterstützung, egal wie sie ausgesagt, die muss einfach kommen. Wann die Straßenengeln sollen weiter bestehen, wir drücken dafür auch ganz fest Daumen als RDR, und wir hoffen, dass das Familienministerium endlich auch adäquat darüber reagiert. Merci für den Besuch am Studio, Luc. Merci. Das Thema Armut war auch ganz rezent ein Sujet an der Chambre. Leider ist es ja so, dass das Armutsrisiko heute zu Lützeburg permanent klimmt und die Politik mehr wie je gefordert ist, für das Negativevolution zu stoppen. Grundsätzlich müsste es ja so sein, dass der Mensch, der an einem Arbeitsverhältnis steht, und man nicht so viel behalten muss für seine Partei, wie die Armutsgrenze vorgesehen. Zu Lützeburg muss jeder für seine Arbeit leben können, für sich und seine Familie, damit zu ermöglichen, eine menschenwürdige Existenz aufzubauen. Man muss feststellen, dass das Armutsrisiko permanent in die Luft geht, wie in einem Panorama sozial nur lesen kann. Speziell betrifft es Ménagen monoparentaux. Du hast das Armutsrisiko seit 2005 um 25% in die Luft gegangen. Allein die vier genannten Panorama sozial nur bei 41,3%. In Europa ist das just an zwei Ländern hoch, Litauen und Malta. Die Raffelekte sind an Alltag extrem benötigt. Mais nicht ist für Ménage monoparental-Situation dramatisch gekoppelt mit drei oder mehr Kanner, sind auch von exzessiven hohen Armutsrisiko betroffen. Den Tod, den an den letzten 15 Jahren um 14,4% in die Luft gegangen ist. 2005 war alle 5 Familien mit 3 oder mehr Kannerfällen betroffen, auch dass es alle 3 Familien an dieser Kategorie betraf. Er hätte man schon ziemlich lange reagieren. Als ADR hatte man letztes Jahr im Juli 2022 an einer Motion Chambre abgefordert, das Projekt darauf jetzt lehnen, den den Mindestlohn integral von der Einkommensteuer befreit. Die Motion wird selbstverständlich von den Regierungsparteien abgelehnt. Gerade wie auch als Motion vom 9. Februar 2022, an der wir gefordert hatten, ein Gesetzesprojekt auf den Weg zu bringen für die automatische Anpassung vom Steuerbarem an die Inflation ist dauerhafter Kraft zu setzen. Das Motion wurde auch leider verworfen. Effektiv sind wir als ADR der Meinung, dass die automatische Indexierung von den Gehältern
nicht der geht für die Kaufkraftverlust von der Millionenarbeiter zu stoppen, wann der Steuerbarem nicht gleichzeitig angepasst wird. Da verfehlt am Fongel all Indextranche ihr Ziel, nämlich Kaufkraft erhalten. Und ich meine, wenn ihr guckt, dass man weil in ganz Jahren nicht mehr angepasst und den Indextranche, da brauchen sich am Fond geholt, über die Kehrseite von der Mutter, dass damit drauf geht, nicht zu wundern. Glücklicherweise gibt die Progression am März 2023 von der Tripartite aufgefedert, an dem es die Steuerbarem für die Jahre 2023 an 2024 angepasst wird. Mehr geht das der, wird damit von so vielen Beschäftigten im Land langfristig zu bekämpfen. Wohl kam. Dürfen wiederholen, aber auf dieser Platz als Förderung, da wir müssen an dem Bereich nur um Rechte gucken. Wir bleiben an der Chambre. Du hast DDR die einzige Partei, die sich für eine wirklich und konsequent Bürgerbeteiligung ersetzt. Natürlich über den Weg von der direkten Demokratie, dem Referendum. Aber es wird natürlich gar nicht nur um Gu von den Gambia-Parteien und auch der CSV aus. Direktdemokratie ist für uns an erster Platz das Referendum. Ich gesehen, dass von Teil direkt spontan Zustimmung, das ist auch ganz gut. Weil es soll so, dass wenn wir heute über Bürgerbeteiligung nur denken, gesehen wird geschieht, dann haben wir nicht viel Grund zufrieden zu sein. Wir haben zum Beispiel erlebt in den letzten Jahren, so Bürger konsultativ Rat gegründet gesehen, auch hier im Umfeld von unserer politischen Arbeit. Und dass wir gesehen haben, dass die Leute ob eine bestimmte Manier, vielleicht durch Zufall, vielleicht nicht durch Zufall, selektioniert, guidiert in ihrer Arbeit, aber wie durch Zufall kommen Resultate raus, die aber an die Regierungspolitik oder an die eine oder andere Partei der Regierung an die Richtung ganz gut passen. Das ist für uns ein Problem. Weil wir wollen nicht, dass die Bürgerbeteiligung missbraucht wird, für sie so zu politisieren, so zu guidieren, so zu selektionieren, dass sie bestimmte politische Zwecke erfüllen. Es ist so, dass wir in der Bürgerbeteiligung das verstehen, wie es soll sein, volksdezidiert souverän, wir als hier Mandatären erfüllen ihre Willen. Das ist ein Grundsatz, den wir haben. Nur haben ein neues Instrument für Bürgerbeteiligung, das ist die Initiative Citoyenne, eine Legislativprozedur, auch das begrüßen wir. Wir wissen nicht, wie das wird benutzt gehen, weil auch lo, also es ist schon so, das war wirklich ein großes Ziel, dann schwätzen wir von über 12.000 Leuten, von dem Wunsch an der Gesellschaft präsent war, für eine Initiative zu holen, hat sich bislang eigentlich immer ein Deputierter Fund, der eine Proposition de Loi gemacht hat, den einem Wunsch von über 12.000 Leuten an der Gesellschaft entsprach hat. Ich kann mir bald nicht vorstellen, dass Herr Bannen keine Sensibilität vertraute wäre, wie so eine gute Idee oder auf jeden Fall eine Idee, die viel Zuspruch findet, für die abzugreifen und dem Heiligen Haus vorzulegen. Wir müssen also mal gucken, wie das an der Praxis sich nur entwickelt, aber wie wir damit umgehen, mit mir als ADR, ja, immer konsequent, Bürgerbeteiligung, ja, wir können Datei mattdrohen. Also lust mich aber eine Reflexion feiern, die da bestimmt liebe Kolleginnen und Kollegen alle gut könnt so genauso spontan nur vollziehen, wie das, was ich für Druck gesagt habe. Wir haben hier von 12.500 Leuten, wo alle Menschen bannen seht, ja, bei 12.500 Leuten müssen wir aktiv gehen. Wir müssen das echt holen. Wir müssen die Initiative Citoyenne hier an Pläne erholen, hier diskutieren, hier aufstimmen, hier behandeln. 12.500 Leute. Wir hatten während der Verfassungsdebatte eine Petition Nummer 2007, die hat 18.000 an kürzester Zeit, mehr wie 18.000 Unterschriften gekriegt, die als ignoriert gehen. Leute haben ein Referendum gefragt, den dir bannende Leute versprochen hat, dann hat 18.000 Unterschriften auf eine Petition und die hat ignoriert. 18.000 Unterschriften ignoriert, weil das nicht an der Affäre gepasst hat. Aber heute oder 12.500 Unterschriften, das ist so viel, das muss man stellen. Das ist eine Kontradiktion, die wir als ADR nicht akzeptieren. Von 18.000, und das ist mehr wie 12.500, wenn das nicht stellt, wie groß ist die Kredibilität an anderen Bereichen, die ist nicht groß. Wann der Welt Bürgerbeteiligung, dann hol ich da mal ein Beispiel in der Schweiz. Umgerechnet wären wir dann ungefähr bei 3.000 Leuten, von der Referendum frohen. Da soll man das Referendum aufhören. Das was mir so kommt mir mehr Direktdemokratie. Kommt mir gegen die Leute hier am Land Möglichkeit zu dezidieren, was an hier und an wirklich soll gemerkt gehen. Wir haben 2015 gemerkt, 3 Mal,
An haut merken wir leider schon, dass die eng oder einer Partei ihre Konklusionen vom Referendum 2015 will vorstellen, auch das also weh, dem mir nicht matt gehen. Wie gesagt, da die hat eine klare Position, eine kredible Position, die sich klar zu direkter Demokratie bekennt. An alles, was wir hier machen, in Richtung Bürgerbeteiligung, können wir matt machen, aber wann es läuft, wann das ehrlich gemengt ist. Das ist so nicht mehr. Merci, Herr Karteiser. Herr Karteiser erlaubt, dass Herr Kersch sich vorstellt. Voilà. Das ist kredible Position von der RDR, die wird für Runde Schiffer genannt, von so vielen Unterschriften, die gesammelt werden. Ich wollte nur fragen, der hat ja eine Unterschriftensammlung lanciert. Wie viele Unterschriften hat der da gekriegt für die Referenden, von denen er schwätzt? Wir haben ja. Guck dir mal, Herr Kersch, das ist ganz gut, dass den Datei 4 bringt. Weil wir haben wirklich, nee, lass mich schwätzen, Herr Kersch, lass mich schwätzen, weil ich schon nicht nur gelöscht habe, das ist so üblich, den ich schwätze und dann schwätzt den anderen, um andere, wisst ihr. Gut, das ist los so. Um anderen, aber der Herr Kersch hat eine präzise Frage gestellt. Ja, dann werde ich auch darauf antworten. Ja, das eng von eine Sache, das gibt ja an der Politik so ein Blick, wo ihn Heinz der schwer findet, und gibt andere, wo ihn immens hilfreich, ob der das, was er möchte. Das ist also so. Für die schwerer Blicker, für die guten Blicker. An die wirklich guten Blick, meine ich, wo mir, ich persönlich, und mein Kollege, der bestimmt auch von mir immens gut daran erinnern, an hilfreich sind dabei selbst, dass man während der ganzen Verfassungsdebatte alles gemacht und legal möglich wäre, wie die Leute das Recht zu geben, was ihnen versprochen wird, nämlich das Referendum. Wir haben all Chaos die Prozeduren angelegt, wir wussten, dass es hoffnungslos ist. Wir müssen alles gemacht von unserer Seite für die Leute die Möglichkeit zu geben, ein Referendum zu kriegen, sowohl in der Chambre über die Unterschriften von Deputierten. Wir wissen, dass es hoffnungslos ist, das wissen wir. Wir müssen alle prozedural Möglichkeiten geholt, für zu machen. Leute, du baust. Nicht mir. Leute draußen haben die Möglichkeit gehabt, beim Premierminister eine Prozedur anzulegen für die Referendumsprozedur. Das waren keine ADR-Initiativen, Herr Kersch. Das waren Bürger, die unabhängig sind, sogar gut darauf durchgehen. Wir gut darauf durchgehen, dass das nicht Kaffee mischt gehen, wir ganz gut darauf durchgehen, wie das eben keiner aus der Vierwurf kann man den dir halt probiert zu konstruieren. Wir haben das nicht politisiert. Herr Karteiser, du musst zur Antwort kommen. Gibt es eine Antwort? Ich gebe mir Kersch gerade die Antwort. Wir haben ganz gut darauf durchgehen, dass die Leute, die Prozedur anlegen, dass das keine Leute von der ADR sehen, an die Prozedur beim Herrn Premierminister 4-mal angelegt. Ich bin den Leuten immens dankbar für die Courage, die sie gewiesen haben, weil sie von den Medien, zum Teil mal genannt, zum Teil ugeklot, für etwas zu machen, was nicht legitim wäre, mit diesem Verfassungsrecht, das die Leute benutzt haben, für beim Premierminister die Prozedur anzulegen. Al-Chaos 4-mal bei den verschiedenen Teilen, nicht auf ADR-Initiativ, sondern an Ausübung von Verfassungsrechten. Also sie gehen nicht gut behandelt. Und nicht so ein Haut, das vor couragiert Leute, und wir sind ihnen dankbar, weil sie haben etwas gemerkt für die Demokratie in unserem Land. Sie haben sich gegen den Trend gestaltet, für die Bürger an ihre Rechte zu bekräftigen, das war exzellent. Kunst der Kultur dürfen nicht politisiert gehen, man die muss frei bleiben und noch kritisch können sinn. Wie immer mehr nationale Kulturinstitutionen zu verstaatlichen, geht auf alle Fall an die Falschrichtung. Ich will aber auf 3 Sachen erinnern, die das Kunstpolitik an der letzter Zeit ein bisschen geprägt haben. Das erste, dass das von der Verfassung geschrieben ging, dass du geschrieben ging, Accès auf die Kultur. Und leider nicht die Freiheit von der Kultur, was wir bedauern. Das Zweite, was ich verlustschwätzen, dass wir vom Ministerium einen Deontologiekodex hatten, den aber eine politische Richtung angeht, wo wir aber der Meinung sind, dass den Ministerium, der Staat sich so, was den Inhalt geht, raushalten aus allen möglichen Kulturinstitutionen und noch vom Inhalt hier. Und die dritte Sache, die ich vorhin vor sich stellen kann, dass das, wo wir heute dezidieren sollen, und das ist noch ein bisschen höher, da ist verschiedene Kräser, also nicht aber ein bisschen noch eine Richtung von einer Verstaatlichung von den kulturellen Institutionen hier im Land, dann ist das wirklich gut. Kritisch dadurch noch irgendwie stark en prise auf die Kultur hier im Land. Ich meine, dass es allgemein wichtig ist, dass der Staat, dass die Kultur eine Distanz hat zum Staat, zur Politik, besonders zur Regierung, dass, wie das doch schon gesagt ging, dass Kultur kann kritisch sein. Kultur muss auch keine Toleranz oder Oppe sein, das verlangt. Sie kann
frei sind und sie soll kritisch sind. Und Ziel ist natürlich, dass meine Kultur holen, die so weit wie möglich unabhängig ist und dadurch auch frei ist. Da wissen wir aber natürlich alle gut, dass hier im Land wahrscheinlich ganz wenig Künstler wirklich können finanziell unabhängig vom Staat oder von so Hilfe können leben. Aber bei den Institutionen ist es ja selbst. Das ist ein bisschen ein Dilemma, wenn ihr seht, wir hätten gerne eine unabhängige Kultur, die keine Suche kriegt, weil sie eben dann nicht kann existieren. Aber das wäre vielleicht Ziel, und das meine ich dafür, wo wir uns viel nachsetzen, noch, dass so weit wie möglich eben Kultur von der Politik hier Distanz hält. Weil der Wallahai, wo ich mich gefragt habe, noch wie man noch soll aufstimmen, dass ich gerne haut heieren, was da wirklich der Grund ist für die heute sagt, dass die SBL ins Etablissement publik gehen, sind noch Gründe genannt, ich muss aber leider sagen, die haben mich noch nicht wirklich überzeugt. Das heißt, ich weiß nicht wirklich, was der Grund ist, und dafür gebe ich auch vorschlagen, dass möchte Katja auch gebuckelt, dass man es gibt in den Teilen. Ich will aber noch zum Schluss präzisieren, dass wir absolut handeln am Interesse von der Kultur und noch für die Freiheit von der Kultur. So nicht merci. Die Logementskrise am Land hat sich bekanntlich an der Lächt nach weiter verschärft leider. Und dafür belichten wir die aktuelle Situation mit einem Expert an dem Bereich, das ist den Christian Fassbinder, Project Manager am Bau, den auf eine 30-jährige Erfahrung zurückblicken kann, an den ich auch hier im Studio begrüße. Christian, du warst schon ein bisschen revoltiert, weil die Politiker, die seit Jahrzehnten um Ruder sind, es einfach nicht fertig tun, für genug abordable Wohnraum im Land zu schaffen. Das ist richtig. Die Politiker, die effektiv in den letzten 10 bis 15 Jahren um Ruder waren, haben das nicht fertig gebracht. Fakt ist und Realität, dass wir heute für länger riesengroße Logements am Baukris stehen. Darunter darf wir nicht vergessen, dass der Bausektor von den Hauptmotoren aus der Wirtschaft ist und dass da Menge Meinung als Politiker die Region eng Mauer laufen lassen. Da sind verschiedene Abrufe schon gestartet gehen, in anderen von der Chambre des Métiers, Chambre des Artisans, Fédération des Entrepreneurs, Chambre immobilière, sogar den OAI, das war nicht direkt etwas geschieht. Eine riesige Welle von Faillite können, dann bis auch Schiedverräfer Faillite kommen, dass extrem viel Schomeren kommen. Ja, was für Propositionen leiden dann dich zum Beispiel? Kannst du so 3 Beispiele nennen? Ja, die Akteure, die ich gerade genannt habe, haben schon verschiedene Propositionen der Minister gemäht, in anderem TWR direkt mal auf 3% darauf zu setzen, auch für die Investisseuren. Dann der Kreditimpôt, der belgischen Akt von 20 auf 50.000 zum Beispiel aufzusetzen. Und dann haben wir nach den super reduzierten Taux von 3%. Die soll auch mal für die Investisseuren gelten. Und die muss auch abgesetzt gehen. Weil du hast einen Plafond von 50.000 €, das geht nicht durch. Und ja, der geringe Logementsminister hat aber keine Bereitschaft irgendwie bislo gewiesen, für darüber anzugehen, ob die Den hat nicht viel bislo gewiesen. Der den schwarz gemäht, dass der Kreditimpôt von 20.000 auf 10.000 abgesetzt. Und dann haben sie nach verschiedenen Mesuren en Platz gesagt. Aber ich kann ja nicht sagen, die Mesuren, die sie bis dato en Platz gesagt haben, die gehen nicht durch, für aus der Krise herauszukommen und den Bausektor zu retten. Ja, so heier den also schmengen Zinnlo Wahlen, dat wissen wir gut. Und du heier den noch viel Geschwätzer versprechen von den anderen Parteien für gegen die Logementskrise 4 zu gehen. Aber das schenkt aber auch das leider nicht durcheinander zu sehen. Ja, dass wie immer führende Wahlen sie versprechen immer alles an diesem verloren, wenn ich ein bisschen lesen gehen, abordable Wohnraum, mehr schnell bauen, an Prozeduren beschleunigen. Das haben sie schon alles gesagt. Sie waren im Ruder, sind nicht gesagt. Dafür sind wir in der Situation, die wir heute haben. Ja, das ist leider so. Und könnt auch noch dabei, dass Zinsen auf den Immobilienpreisen an den letzten paar Monaten carrément explodiert sind. Und das hat auch die Logementskrise leider weiter verschärft. Das ist richtig. Die sind explodiert an den letzten Monaten. Und da kann ich als Erfahrung sagen, also viele Leute, mit vielen Leuten geschwätzt vom Terrain an die riesige Schwierigkeiten. Da sind Leute, die wirklich nicht mehr die Kredite zurückbezahlt kriegen, die Rekommandien kriegen von den Banken, wo sie aufgefordert sind, zurückzubezahlen. Also da könnte ein riesiger Ratenschwanz noch. Und da frage ich mich, wo ist die Politik, für diese Leute zu helfen? Der wir nie vergessen, wo die Bankenkrise war, als mit den Steuergeldern von den Leuten, von den Bürgern, Banken gerettet gehen, was doch richtig war. Aber sind wir an dem Fall, wo
Bierger Probleme hunn an Apps der wir nicht vergessen, wenn du am letzten Trimester 2023 zurückguckt, du hun Banken 66% mehr Marge gemäht. Das wir dann auf den Bockel von den Bürger die Zinsen zurückbezahlen. Du hast am Ende muss Politik reagieren, also ist das Moment für die Bürger zu helfen, an denen nach dem zu greifen. Ja, noch mal abzuhalen, für Suen zu verpulvern einfach als Regierung, weil der Beispieler govet ja an der Vergangenheit genug. Der Beispieler gibt da ganz viel, wir nehmen da 2 oder 3 zu nennen. Ich meine, ich kann mich erinnern, wo wir den Satellito gekauft hatten für, ich kann erinnern, 170 Millionen Euro, den Herr Noda mehr wie der Doppel kostet, 180. Dann hat man ein Stadion, den man bauen gelassen für 60 Millionen, den dann 80 Millionen kostet wird. Und dann lo kën Kiech dem Kuch, lo kaft man dann Tasseloch bei Kirchbierch fir 273,5 Millionen Euro. Rund 15.000 Euro de Meter Carré, net fir Wuning, wohl verstanden, fir Bürosgebäude. Dann ist dann bësse Recherche gucken dat bësse no, der gëtt an do vu verschiedene Politiker gesot, dats dat o coup de Konstruktion réel gif kaf gin. Dass der Promoteur, also den baut, in diesem Fall ArcelorMittal, da kein Benefis machen. Das ist Karimo Englisch. Das ist Karimo Englisch, weil sie versprechen sich an einem Artikel vom Herrn Bausch, dann, sie hätten da eine Analyse gemacht, sie dürfen dann zum selben Meter Karispreis hätten sie gekauft, wie Oraner Gebäude gebaut gehen. Aber du darfst etwas nicht vergessen, da gehen um die Spiel Oraner Gebäude gebaut, mit sie Privatinvestoren, die bauen mit Benefis, also haben sie auch mit Benefis gekauft. Und da freue ich mich, wo ein als Investisseur von den Talschen von einem Gebäude kauft. Du musst ihn doch Preise negozieren. Das ist da üblich, als das dann alles gemerkt geht. Das kann ich mal gerne wissen. Also den Dossier gibt mich interessieren, für eine richtige Analyse zu machen. Ja, das ist eine gute Sache. Da muss ich da wirklich konkret erholen an Dingen an, dass wir eine seriöse Logementspolitik kreieren und eben auch endlich mehr abordablen Wohnraum schaffen. Am Mengen ist das ganz anders, das gehandhabt gehen. Wenn ich da ein bisschen gewupacke wie an der Privatwirtschaft, wo das alles viel mehr detailliert kontrolliert wird, auch Preise kontrolliert gehen, da gehen nicht viel Schrauben, die ein Kind umsetzen, für das viel mehr schnell nur viel zu bringen. Und dafür muss ich mit den Leuten vom Sektor schwätzen, die all da mal betroffen sind. Am Mengen ist Politik das nicht. Das ist für mich ernst, das machen. Du hast mir am Vorgespräch von diesem Interview eben noch gesagt, dass eben das Sektor immer immens unzufrieden ist, wann ein neues Gesetz an dem Bereich könnt, weil oft überhaupt nicht am Vorfeld mit den Akteuren geschwärzt wird. Das seht ihr noch immer mehr, wenn ihr da ein bisschen guckt, da könnt ihr den Gesetzestext von einem Sektor, das kann den oder den anderen sein, da präsentieren sie den an der Chamber, da seht ihr zwei, drei die Strobe an der Presse, kannst du da lesen, da seht ihr betreffende Sektor, aber die haben nicht mehr alles geschwärzt. Und da liegt das Problem. Jetzt muss ich auf den Terrain gehen und mit denen Leuten sprechen. Da kann ich noch die richtigen Sachen umsetzen und da können die noch viel tun. Ich meine, das ist eben auch wichtig, dass Leute eben auch ein Zeichen setzen, Zielgespräche und eben auch, da der steht eben auch für eine andere Logementspolitik ganz klar. Ja, das ist richtig. Also ich fand, dass, wenn ihr ein bisschen so guckt, es sind quasi immer dieselben Parteien, die an dem Karussell sitzen. Ab und zu ist dann von denen, die da mal an der Opposition sitzt, aber en gros sitzen immer dieselben. Sie versprechen alles, an der Fendikant, können wir dasselbe dabei raus. Wir als ADR geben das komplett anders das umgehen. Hier muss ich noch einen Abruf machen an die Wähler, die muss auch mal die Courage haben, etwas anderes das zu wählen. Sie sind alle gut dabei, sind nicht zufrieden, sie wollen eine andere Politik, da muss ich die Courage haben, auch ein ADR zu wählen. Die werden nicht enttäuscht gehen, also es geht sogar so weit, dass sie höchstwahrscheinlich, wenn wir ein bisschen eine Chance kriegen, dass die Wähler uns das Vertrauen gibt, dass sie sich nur so, für was haben wir sie nicht echt gewählt. André, so ein Merci Christian für all die Details und merci für den Besuch am Studio. So noch merci. Sommerfest vun der ADR zu Izeg an anderem die Gros Scheier war volle Suse. Ganz viel Membren an ihr Frënn as os Sympathisanten waren kom, fir Flotte no Mëttech ze summen ze verbringen, dat bei eng gute Pat an eng gute Maufel.
Wir hatten 4 Jahre hat auf dem Fest einmal 100 Leute, letztes Jahr hat man 250 und dieses Jahr dann 350. Ich meine, das spiegelt ganz schön im Moment Dynamik zurück, die der im Moment tut. Und das dank ihr, und wir kriegen immer mehr Leute bei. Und es tun nicht alle Guten dafür mal ein ganz, ganz großes Merci, dass wir kommen sind. Merci. José Españolo. Bravo! Hola! Hola! Bravo! Patrick Kohn, Bietebusch, bravo! An dese Gemengewahlen wären et alleng an de Proportsgemengen eng Gemengereit de gewielt gesinn, an de Majortsgemengen wären et 6, hireieren Ersatz ass mat eng scheine Blummebuke geéiert ginn, den se ganz feierlech vum Parteipräsident iwwerrecht kruten. Ait war Gemeng wo d'ADR ugetruden ass huet ze beigewonnen, dat huet keng aner Partei fertig brucht. Stel doch nach de beste Score bei de Gemengewahlen due, zënd dat d'ADR 1987 gegrünnt gouf. Appes war de Fred Koip virende Chamberwahlen natierlech ganz optimistisch stimmt. Wir wëllerem, wenn dat warréier so, wir wëllerem fir hun die Gring kommen, bei de Chamberwahlen, dat hatte man, mir hatte 7 Sitz 1990, an dem uns war an de Gemengewahlen méch schlecht wie lo. So wann déi Dynamik zouet, dann kënne man dat packen. Vive d'ADR, vive Freiheit, vive Lützeburg, guten Appetit, bravo! Guten Morgen, mein Name ist Luc Firma Martini, ich bin ADR-Sektionspräsident vom Westen. Dazu gehören Gemengen Kopplecht, Mama, Kielen, Kersch, Stengefurt, Garnisch und Dippisch. Ich selber sie bestört, ich habe 2 Kinder, ich bin Educateur Diplômé für Beruf an einem Atelier Protégé. Verschiedene von euch kennen mich vielleicht schon, ich habe eine Petition am März Nummer 2512 über das Elterngeld an der Chamber verdedigt. Wenn ihr interessiert seid und unserer zukunftsorientierten an der realitätsbezogenen Politik, dann könnt ihr gerne Member gehen bei unserer Partei. Das könnt ihr auf 2 Wege machen. Entweder, wenn ihr wollt, passive Member sind, könnt ihr das gerne über das Kontaktformular machen auf adr.lu oder auf der E-Mail-Adresse info@adr.lu. Wenn ihr aktiv wollt mitgestalten und mitschwätzen, dann könnt ihr uns gerne kontaktieren, dann auf westen@adr.lu oder auf Facebook auf ADR Westen. Ich hoffe, schon ein Interesse geweckt. Vielleicht bis geschwind. Schon am Frühjahr huet sich die Reformpartei dem traurige Problem vun de Rehkitzen ugeholl, déi beim Meine vum Heige Gras regelmäßig ënner d Messer kommen an huet die Regierung opgefordert, fir endlich aktiv zu gehen. Mir und der SPL Sauvant Bombi gefrot, ob sich die Situation an der Tischcht verbessert huet. E Reportage vom Taylor King. D'ADR huet fir engem Joer op de Problem vun de Rehkitzen Opmerksamkeet gemacht, die durch mehr Arbeiten am Leben kommen sind. Und hört man dazu bei gedrohen, dass das traurige Problem erkannt gouf und aber bleibt am Terrain nach viel zu machen. Mit Hilfe von Drohnen mit Wärmebildkameran und deren Schütze von Sauvant Bombi schon ein paar hundert Rehkitzen aus dem Land gerettet. Kurz eher mehr Maschinen an den Ersatz kommen. Cette année-ci, on a énormément progressé à tout niveau, autant au niveau des aides que de la reconnaissance. Il y a de plus en plus d'agriculteurs qui nous contactent, de bonne volonté, on va dire, avec un grand intérêt. Maintenant, on a encore énormément de travail à faire pour se faire encore plus connaître et aussi que l'agriculteur soit plus motivé à nous faire venir. Der Kontakt mit den zuständigen Ministerien hat sich verbessert, heißt es. Die Association braucht weiter mehr Mittel und eine bessere Ausrüstung für noch mehr efficace können zu sein. Il y a énormément de choses à faire en plus. C'est déjà un premier pas, un projet pilote avec 6 communes de l'ouest du Luxembourg cette année, qui est réellement un succès, qui à mon avis va faire un petit peu tâche vis-à-vis des autres communes intéressées. Il y a déjà des autres communes qui nous ont contactés. Der
ASBL fehlt auch nach immer und aktive Benevol Leiit für ihre wichtige Mission bestmöglichst zu assurieren. Pour le moment, ce qui nous manque le plus, c'est du personnel, on va dire. Il nous manque énormément de pilotes et des assistants. Et c'est extrêmement difficile de recruter et de trouver du personnel qui peut participer aux missions. Bei Sauvant Bambi sind sie Ende dankbar, dass DDR mitgeholfen wird, für auf den traurigen Problem aufmerksam zu machen, so dass die wichtige Arbeit von der ASBL verstärkt unerkannt wird. Mir ha vun der Tele so nech Merci, dats Dir mat dabei wärt. Di kënnt als Dog an ober Per TV kucken. Denkt runn fir regelméisech op eiser Internet a Facebook-Seite ze informéieren. Bleif gesund, Ädi a bis die nächste Käier.